The Sierra Bridge. Used to go right through town before the, accident. Now it goes straight to Campy. Should find it. Ja, und genau das machen wir. Und zwar nur die Begrüßung, die jetzt kommt. Guten Tag, ihr Leid. Gestern haben wir unser Auto wieder ein bisschen fit gemacht. Das war ja, also wir sind ja losgefahren mit dem Auto, das nicht mehr ganz so fit war. Ach ja, ich wollte nur Reif gucken, ne? Ah, nur der Stoßstange, sorry. Und das nicht mehr ganz so fit war. Und jetzt haben wir immerhin ein Auto, was einigermaßen fahrtauglich ist wieder. Hat ein bisschen gedauert, aber ja. So, jetzt pass auf, wir brauchen eine Stoßstange. Haben wir da alles da? Ja. Bauen wir uns eine her. So. Zack. Haben wir da eine Stoßstange dran. Und unser Reif ist halt nicht mehr so mega gut. Aber er macht's noch einen Meter. Aber halt... Das Problem ist, dass wir uns halt keine gescheite Reifen bauen können im Moment. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Irgendwas fehlt. Weil... Ne? Wir haben genug Gummi. Wir haben genug Metallschrott. Und wir haben genug Zahnräder. Da brauche ich doch 4. Ne, ich habe 4. 4 von 1. Und können sie trotzdem nicht bauen. Ich verstehe nicht ganz, woran es leid. Das können wir uns denn nicht bauen. Der ist halt nicht so gut. Ja, komm, scheiß drauf. Baut und gut ist. Besser, schlechter Summerreif. Du bleibst schon Laie, ja? Wie, also besser guter, neuer Summerreif wie schlechter Summerreif, der alle Momente Geist aufgeben kann. So. Das sind mal 3 verschiedene Reifen auf dem Auto. Alter Schwede, wenn das der TÜV sieht, immer Probleme. So, wir fahren da jetzt halt einfach mal weiter. So. Alles klar hier. Upsi. Ja, ich fahre immer so. Ist da neben irgendwas? Nee. Ich muss einfach nur die Brick da hochfahren. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Oh, fuck. Ich soll vielleicht nicht tun, hey. Ja. Das Ding keine Rückrollsperre. So. Was haben wir her? Noch relativ stabil alles hier, Satz. Was ist denn das da oben? Ich fahr mal ein bisschen rum, ne? Oben ist auch so hell, weißt du? Muss mich auch ein bisschen umgucken. Ne, da komme ich wieder raus. Da will ich auf keinen Fall hin. So, mal gucken. Aber Moment. Hier gibt's halt heiser, ne? Oder war ich doch schon? Hopp, ihr Leid, weißt du was? Wir fahren einfach, hey, wir haben unser Auto irgendwie zusammengeschrubbt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es überhaupt durchs erste Gebiet packen. So fertig, wie ich da durchgeeiert bin. Und jetzt legen wir es nicht drauf an, indem wir dummerweise irgendwo rumlaufen, wo man nicht hin soll. Guck mal da. Hier zum Beispiel. Hier sieht's gut aus, finde ich. Hier parke ich. Denn hier darf ich sein. So, Obacht, weil das sind viel Uzis. Ich brauche gleich schon wieder einen neuen Verschrotter, ne? Merke ich gerade. Boah, geil, guck mal. Ist der uff? Ne, was brauche ich da? Empfohlenes Werkzeug, Hände. Ah ja, dann mach doch auf. Stepp. Verriegelt. Keine Ahnung. So, erstmal das an der Zeit dann insammeln, wenn das so nicht will. So, haben wir hier noch irgendwas? Ohne Rucksack, jawohl. Ah, reparieren mit Brecheisen. Brecheisen habe ich im Moment nur im Auto. Das hole ich mal gleich. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Schön will er immer gucken. Jawohl. Ohne ihn gucken. Was macht der? Der wandelt... Moment, ich gucke mal. Klebeband in eine 9-Volt-Batterie brauchen wir halt nicht. Also brauchen wir die nicht. So, ich gehe ins Auto und hol mal das Brecheisen.
Und mach mal gleich einen neuer Verschrotter. Kann man nicht machen, weil man kein Plastik haben. Das ist schlecht. Aber das Brecheisen, Moment. Unnötige Zeit darüber. Brecheisen mitgenommen. Hier bleibe, wo wir sind, ja? Gut. So, hey, ich komme nicht mehr hin. Bin so dick geworden in letzter Zeit, so. Doniva will ich dich haben, ja. So. Ah, guck, Gaskartusche, Chemikalie, jawohl. Die haben wir gebraucht, ich weiß noch nicht mehr für was. Ah ja, für Abdichtkit zu machen. Und weil wir das nicht machen gekannt haben, habe ich dann einfach alle Teile ersetzt. Auch eine Idee. Die Ada hat übrigens gelogen. Steht da. Hoppala, komm. Kannst du auch Treppe hochgeben, ist doch großer Bu. Mal auf. Achso, da ist er. Jawohl. Mehr Gaskartusche. Gasflasche sogar. Das habe ich mal das Ding kaputt gemacht. Ja, super. Müssen wir halt das nehmen, aber der ist auch gleich kaputt. Guck. Der ist auch gleich kaputt. Oh, was ist das? Befreier. Der Befreier ist zwar kein Präzisionsschneidwerkzeug, mit seinen kleinen Sprengladungen kann man aber trotzdem eine einzelne Autokomponenten sauber und sorgfältig heraustrennen. Das ist immer geil. Okay. Noch mehr Rucksäcke. Ganz viel Feuchtstoffstoff finden wir. Aha. Ja, ein bisschen Gummiende und eine neue Voltbatterie oder was das ist. Wir nehmen alles mit. Wir rippen alles weg. Ja, dann kann ich leider... Will ich denn nicht zerkleinere? Weil ich muss gucken, dass ich jetzt erstmal ein bisschen zu Metall komme. Also wir gucken uns jetzt natürlich hier erstmal um. Na, ihr? Alles klar bei euch? Wir machen mal nichts, gell? Ich doch durch. Ja, komisch. Sehr schön. Gucken wir mal, wo haben wir wieder zum Einsatz? Zack. Plasma. Ein paar Glasscherben, jawohl. Ach, guck mal da, ein Millämer. Sehr gut. Ah, das ist ein normaler Müllcontainer. Ich bin schon wieder voll, hey, oder? Ja, ich bin voll. Dann gehen wir halt zum Auto zurück. Was ist so gerade da? Welche vorhin habe ich Chemikalienzeug gebraucht. Jetzt bräuchte ich eigentlich Metall. Vor alle Dinge Metall. Und Finn kennt's. Dummgelauf. Dummgelauf, ja. Nee, warte mal. Komm mal her. Wo ist jetzt mein Metall hier? Scheiße, vielleicht doch nicht so die beste Idee. Geil. So, sorry. Ibe war mal drin. Wir rennen jetzt einfach, wir lassen das Auto doch stehen, rennen da jetzt einfach erstmal weiter. Gucken uns hier um. Sierra Lost Get Out. Das weiß ich doch. So. Ey, wenn man doch schon mal unendlich lang Zeit hat, ne, dann will ich das natürlich ja nutzen. Jetzt hier zu finden? Nix. Hier auch nix. Das ist nicht viel, ne? Ist das ein Tier? Nein. Kann so nicht Sinn, wieso ist denn hier nix? Was sind denn das für... Hey, ist das überhaupt ein Tier, du? Ja. Ja. Ah, da ist was, guck. Ja, komm, hopp, nehmen wir mal halt mit, ne? Ein bisschen dürftig gerade hier, für das, wo so ein riesen Anhänger ist. Noch was? Ne. Will ich aber was Schönes haben da hinten, ne? Ah, da guck. Ja, hopp, komm. Gasflasche, Gaskartusch. Ist in Ordnung, aber ich hätte mir jetzt durchaus mehr erwartet. Halt. Da war ein grüner Spind, ne? Ah, ne, nix drin.
Da hätte ich mal jetzt durchaus mehr erwartet. Was bist denn du? Kaputtes Glas, okay. War ich schon? Ja. Gibt's da noch irgendwas? Nee. Ich könnte natürlich probieren. Moment. Gute Idee habe ich gerade. So, guck. Wieder lege ich mal jetzt halt da drauf. So. Dann probieren wir mal. Sehr gut. Das war der Plan. Und haben sie mal was Leihe gelassen. Manchmal, wenn sie explodieren, lassen sie die rote Dinger durchfallen. Was geht denn jetzt ab hier? Solange wir mal Auto nicht in die Luft springen, ist mir eigentlich alles relativ egal. Ist das die richtige Tür? Nee, aber Aufgang. Gut. Ich nehme auch Aufgänge. Steht da wieder irgendwie so Kaste? Nee. Okay, da ist ein Knopf, der wohl zu betätigen ist von mir. Umwandler. Zahnrad in Konserve brauche ich auch nicht. Ach Mann, wie gehen hätte ich mal wieder... Oh, das ist Rucksack. Irgendwas Gescheites, welche? Und nicht dauernd... Ah ja, da ist noch was. Kiste. Und nicht dauernd irgendwie... Oh, ich glaube, da hinten geht's heim, oder? Der macht dann... Ah, der Knopf macht wahrscheinlich das Tor auf. Und wir fahren mit dem Auto da hin. Wir wissen ja jetzt, wo man hin müssen. Bevor ich jetzt aber das Tor aufmache und die Hölle losgeht oder so. Guck ich mich hier noch ein bisschen um. Kontrollposten. Ah, guck mal da. Zeitfahr-Kontrollposten. Ich gebe dir gleich Zeitfahr. Ey, wenn ich jetzt auch noch... Na komm, hier gucke, was es ist. Besser ist das. So. Knotenpunkte und Zufahrtsstraßen. Auf deinen Fahrten durch das Sperrgebiet wirst du oft mehrere Knotenpunkte passieren. Oh, ich bin schon wieder auf der Trigger gekommen. Sorry. Na halt so. Status der Autoteile. Die Strapazen der Fahrten durch das Sperrgebiet können deinen Autoteilen Statuseffekte verpassen. Mach Sache. Die Teile sind dann noch immer funktionstüchtig, aber die Effekte können sich schnell summieren. Eine Mücke im Zimmer ist kein Problem. 1000 Mücken dagegen schon, also unterschätze die Effekte nicht. Schau nach, ob du vielleicht etwas anfertigen kannst, um sie zu beheben. So, das hieß irgendwie Knotenpunkt. Da. Auf deinen Fahrten durch das Sperrgebiet wirst du oft mehrere Knotenpunkte passieren, bevor du zum Portal gelangst. Der einzige Weg zum nächsten Knotenpunkt ist über Zufahrtsstraßen. Diese sind gesperrt, wenn die Weiterfahrt zu gefährlich ist. Wenn die Barrikade unten ist, ist der Weg frei. Das war dazu rein. Okay. Warum das aber Zeitfahr heißt, weiß ich nicht. Ob ich... Ja, was ist das? Warum? Naja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Gehe zu meinem Auto zurück. Wow. Ey, da soll ich durchfahren? Sind die dumm oder was? Moment. Weil, da komme ich nicht durch, ne? Und da so viel stehe. Dass die aber keine von deinen Dinger da fallen lassen, das finde ich schon mal unfair. Normalerweise lassen sie also rote Dinger da fallen. Oder ist mal Metall, wo ich vorhin geschmissen habe. Der mit, das war Plastik, egal. So. So. Fahren wir halt mal da hin, ne? Car's still not close enough to Cappy. What now? How about Was? launching the car into Cappy's core? Was? I'm sorry. What? It's simple. The driver jumps the car into the heart of the anomaly, and if I time it right, I'll open the gateway and extract them. And if you don't? I've run some Aber echt? calculations. I think it should be fine. Anyway, it's like they always say, what's an experiment without some risk of total annihilation? Who says that exactly? In no way, shape, or form should we be doing this.
Well, but you know, if it's the only way. Yeah, you got this, kid. Floor it. Okay, also ich muss in das Ding hinhupsen. Also durchs Auto jetzt halt durchfahren, nicht durchs Auto, mit dem Auto jetzt halt dort durchfahren. Mit genug Speed im besten Fall. Wird interessant, ich gehe erstmal vorgucken. Ah, guck. Ah, guck. Ah, gut, dass ich geguckt habe. So. Schon wieder fast voll. Nee. Nicht fast. Ich bin voll. Eine bampelt was. So. Wer es lang hat, lasst lang bambeln, ne? So. Was bist denn du? Ja, das kann da sagen, was du bist. Zu dick. So. Machen wir das da hin. Und das da hin. Na, das geht nicht. So. Und dann kriegen wir das da unten hin. Jawohl. So. Noch weiter gucken, vielleicht finde ich noch was Cooles. War da noch was drin? Ne, da war eigentlich so ziemlich leer. Was stand da gerade? Das kann ich halt alles nicht claim machen, weil ich keine... Ja, super, war klar. Okay. Ah, guck. Da muss ich durchfahren. Und da vorne kriege ich dann... Was ist denn das? Ah, Heißstaub. Ah. Okay. Ich muss hier weg. Ich muss so einfach durchbrettern. Da hinten kriege ich dann genug Beschleunigung, dass ich nicht hinhupsen kann. Okay. Hopp. Dann machen wir das einfach so. Dann machen wir das einfach so. Ist hier noch irgendwie was Interessantes? Nee, komm. Hopp. Ruffende Wetter. Lass mal heimkommen. Okay, gutes Auto. Ja. Lampe A oder aus ist eigentlich auch jetzt mittlerweile egal. Und ruffende Wetter. Bumm, bumm. Bumm. Oh shit, oh shit, oh shit. Was? Ah, Alter! Junge. Was ist denn jetzt los? Motorhaupt geht auf und zu. Can you hear me? Cappy fried my transmission systems. Thought I lost you for a moment. Well, it all worked out, didn't it? Ja, aber... Gateway got you out. And it Was looks war like the das? ARC device is still intact with all the data it's recorded from your drive. And my plan worked. Cappy amplified the car's signal and it matches. Looks like Tobias and Francis found their remnant after all. Unfortunately, what they've been saying is true. The remnants drive their victims mad. Maybe that car, having sat dormant for this long, will give you a little more time. Sorry, I don't have better news for you. Das Auto, wenn du ein Auto hast, kannst du verrückt werden, hätte ich gar nicht geglaubt. The faster you leave, the longer you'll have to enjoy the rest of your sanity. Cool, danke. None of the routes you've mapped so far leads to a way out. Why don't you head back out and chart some more? You can get in touch with Tobias and Francis while you're out there. Okay. Jetzt haben wir offiziell die Anweisung gekriegt, drumherum die Route zu untersuchen. Also das, was wir gleich als allererstes gemacht haben, um Tutorial, das sollen wir jetzt halt machen. Das kriegen wir hin. Oh, was ist das? Go-Kart-Lenkrad. Danke. Okay, danke. Ah, warte mal, das kann ich doch hinmachen, gell? Ich muss dann erst irgendwie da hinmachen. Wie ging das noch einmal? Ah, gedrückt halte, gell? Ja, genau. Genau, so. Jetzt ist es drin. So.
Ja, aber ich hätte gern, dass du mir Autoteile gibst, du Müllhalteding, ne? Und nicht einfach nur ein Lenkrad. Oh geil, danke, was ist... Ey, Gummi. Ey, du bist halt nicht so sehr spendabel, ne? Weißt du das? Jetzt hat er keinen Bock mehr. Hab ich nur beleidigt. Dann halt nicht. So. Guck mal, Auto, hä? Bis auf die auf ist. Warum ist die auf? So nicht auf. Aber doch nicht. Achso, rechter Button. So, was brauchen wir dann? Erster Hilfeschrank. Beim Müllcontainer habe ich schon vorbeigeguckt. Scheinwerfer in gutem Zustand. 0 von 2. Reparieren. Packe Überlebenswerkzeuge ein. Verschrottern Reparaturkit. Ja, das weiß ich schon alles. Hoppala. Bin ich nicht hier gehupst? Bin ich dumm oder was? Dann gehen wir halt an den Schrank, dass das da weg ist. So. So, dann haben wir ja diese Folge. Die war ja mal richtig erfolgreich. So, muss man doch echt mal sagen. Und die letzte haben wir richtig... Mal ein bisschen Saft aufs Auto geben. Zack. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich jetzt hier Reif bauen kann. Ja. Ein Reife. Noch ein Reife. So, jetzt habe ich 2 Reife, 2 Offroad-Reife. Naja, das ist das Wetter. Kann ich das so abmachen. Ersatzreif, zack. Mehr. Gute Offroad-Reif. Yeah, baby. So. Nieder machen wir A ab. Hat man gute Dienste geleistet? Geleistet? Ja, so heißt es. Gelichtet wollte ich sagen. Keine Ahnung. Aber jetzt habe ich Offroad-Reif. Die sehen ja viel krasser aus. Und das ist ja das Wichtigste, dass es krass aussieht. So. Zack. Das erstmal zu dem. Dann holen wir uns mal die Kiste. Da. Und, ja, ist gut. Nein, mitnehmen. Und tun wir unser Auto ausrahmen, das ordentlich gefüllt ist. So schön. Mache ich eigentlich nicht so gern, um Inkafe Auto ausrahmen, hasse ich wie die Pest. Aber bei einem Spiel mache ich Ausnahmen. So, zack. Ach ja, stimmt. Wir haben so eine coole Batterie gekriegt und eine Befreier. Nehmen wir mal Akku mit. Mit der Batterie können wir halt auch noch nichts machen. Ja. Lassen wir mal so. Zuallererst mal gucken, haben wir noch irgendwie was Neues? Ne, der Lack muss auf das Regal. Ist das schon wieder blauer Lack? Abbeizmittel. Diese Lösung auf Dichlormethan-Basis ist eine schnelle und vielleicht sogar sichere Methode, um Autolack zu entfernen. Vorsicht, nicht trinken. Der Kontakt mit Haut, Augen oder Schleimhäuten vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Okay. Das ist was anderes. Ja, habe ich schon gefunden. So, ich brauche größere Schränke. Oh ja, da ist so ein komisches Ding. Schneide eine Pelle in 2 Hälften. Da gehen wir halt an den freundlichen Dumpster, aber da waren wir doch schon. Der hat uns ein Lenkrad gegeben. Oh, wow. Oh geil, danke. Das brauche ich gerade. Das brauche ich wirklich gerade. So, danke schön. Oh, der ist... Ohne Licht habe ich auch geredet. Jawohl, her mit. Yeah. Machen wir das gleich dran, ne? Ist das besser wie meins? Also, ja, das ist mal besser wie gar keins, ne? Ich habe einfach mal gar kein Licht drin. Sehr gut. So. Hast du noch was für mich? Nicht? Ist er. Fahre noch mal raus. Okay. So, ich war noch nicht fertig mit Umrahmen, ihr Leid. Im Rucksack ist die blöde Batterie. Inventar voll, laber nicht. Ach, tatsächlich, guck. Das ist, weil das so scheiße sortiert ist. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Ah, siehst du? So, jetzt pass auf. Folgendes habe ich vor. Das so hinstelle, ich will nämlich nicht die ganze Kiste hinwerfen. So, hey, hallo? Nein, hinstelle. Ja, so. Ich will die Muschel haben. Und die Muschel schmeiße ich dann nämlich da hin. Weil
So macht man die auf. Oh, geil. Oh, krass. Was ist das? Alter, Gasflasche kenne ich, aber was ist das da? Das braune. Top Stahlblech, habe ich verstanden, ja. Was ist das? Beiger Lack. Okay. Geiler Scheißgried. Jawohl, ja. So. Noch mehr gekruschelgried. Jawohl, mein Schrank platzt schon. Ich habe schon keinen Platz mehr in den Schrank. Ah, ich habe den inneren Schrank, gell? Na. Nein, mitkommen. Ich habe den inneren Schrank. Da ist ein Autoteile und sowas drin. Du, ich da mal ein bisschen. Ah, guck mal, der ist doch quasi leer. Zack. Kann ich ja sogar das nicht machen. Aber ich hätte gern, dass du gedreht bist. Kann ich gar nicht drehen, sicher? Naja. Dann halt nicht. Ah, da hier. Und du kommst auch da hin. So, jetzt ist die Kiste wieder leer. Jetzt kann ich den Rest holen. Und dann tun wir noch ein bisschen gleich mal die Spinde vergrößern, weil jetzt wird es halt wirklich Zeit, dass wir die Spinde vergrößern. So. Ah ja, ich habe gar keinen Platz. Ja. So, dann gucken wir mal. Ich habe mir ja ein bisschen, ja, guck mal da, 0,6 Energie. Ich habe mir ja so kleine Dinge ins Auto hingeladen, obwohl ich es gar nicht gebraucht hätte. Aber das war eine gute Idee. Ich könnte ich herstellen, aber ich brauche jetzt größere Spinde. Kriegt man die ganz am Anfang? Da, großer Spind. Brauchst du 0,5 von 0,6. Was ist das andere alles? Ja. Top, erstmal größerer Spind. Wichtig. So. Ah, das ist doch eben das Zeichen. Okay. Und dann, der kommt wo hin? Ah, da kann ich mal aussuchen jetzt, wo er hinkommt. Das ist schon praktisch. So wäre ganz praktisch. Da ist er da nämlich beim Alten. Nee, ich nur da einfach neben der alte Spind. Dann muss ich mich auch nicht umgewöhnen, wo was steht. Ich bin nur alter Mann. So. Ist der jetzt wirklich größer? Ja, doch. Oh. Mal lieber. Hübsches Teil. Ist da jetzt was drin? Nee. Aber jetzt, guck. Blip. Ah, den Lack muss ich noch. Und dann kann ich gleich mal die Autoreifen hinmachen. Vielleicht brauche ich sie ja mal. Das ist noch ein nachelneuer Ersatzreifen, den kann man immer gebrauchen. Zack. Nimm damit. Ja. So. Und der andere, der Summerreif. Oh. Den kenn ich, was ist denn da Herzl dran? Der Schrotter mit Herzl? Weitere Infos, linker Sticktrigger. Ist besonders Widerstandsfähigkeit oder was? Essentiell, also. Ja, ja. Komm mal her. Ja, komm, der Summerreif, mach mal einen Schrank. Jetzt habe ich einen großen Schrank. Da kann ich Not ja immer noch verschrotten, wann ich noch nicht brauche, der Reif. Aber im Moment. Komm mal her. So. So. Sehr schön. Jetzt haben wir aber, glaube ich, keine Energie mehr, ne? 0,1. Ich glaube, da kriege ich nichts mehr gemacht. Nee. Bei 0,1 gibt es nichts zum Freischalten. Schade eigentlich. Ich bin noch was freigeschaltet. Aber ich glaube, 0,2 ist das geringste, was du haben musst. Ja. Schade, schade, Schokolade. Ja, aber der größere Spind haben wir halt einfach gebraucht. So einfach ist das. So, dann gehen wir noch ein bisschen abschrotten. Abschrotte du aus. Alles klar Schiff mache du. Nochmal gucken, ob der noch was hat für uns. Da kannst du mir leiden. Macht nix. Oh, du bleibst falsch. Und das hier. Ist letztens nicht aufgesammelt oder was? So. Dann tun wir da wieder alles auflesen. Und Clay mache. So.
So. Gibt's nichts zu verschrotten? Da. Na, wo hängt's? So. Gut. War doch aber ein Zahnrad, ich hab's doch gesehen. Geht nicht hin. Ist aber komisch. Nehmen wir mal so mit. Na. Der hängt unten drunter, guck mal, der kommt nicht raus, die Sau. So. Ach ja, doch, hab ich noch gar nicht hingeguckt, ne? Ah, ein bisschen Zeug ist noch drin, Inventar voll. Ach, deshalb konnte das wahrscheinlich nicht nehmen. Ja, hopp. Wir haben ja jetzt wieder groß genug Schränke. Ist doch alles im grünen Bereich. So, zack. Dann hauen wir einfach alles hin, was geht. Und holen uns das Zahnrad. Das kann man immer gebrauchen, ne? So. Sehr schön. Was ist mit den Autos drin? Kann man da eigentlich auch irgendwie was? Ich glaube, die sind zu dappig. Zu kaputzki. So. Mal auf. Jetzt müssen wir doch noch ein bisschen drauf rumtippen. Na. Man könnte irgendwie... Irgendwann fällt der Code in oder sowas. Scheinbar nicht. Naja, nicht weiter schlimm. So, ihr Leid, guck euch das an. Unser Auto flott wie nix. Wo hängt's jetzt noch ein bisschen an die Tür? Was genau? Ah, ja, stimmt. Wir brauchen ein Abdichtkit. Eine Lampe könnte man auch noch gebrauchen, ne? Aber da ist die Tür gesprungen. Das ist das Problem. Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Hopp, die paar Minuten haben wir noch. Bauen wir unser Abdichtkit. Abdichtkit, ja. Das kostet nicht viel. Und eine Lampe, können wir uns eine Lampe bauen? Primitiver Scheinwerfer. Bauen wir uns auch gleich. So. Was ist eine primitive Scheinwerfer? Ja, ich weiß, dass so ein Erkenner ist. Kratz, kratz. Hä? Bin ich mit dem Inventar oder was? Abdichtkit? Ah. Habe ich im Inventar. Super. Was hat man dann das Scanner? Komm her. Dichtung braucht man nicht. So. Na komm. So. Dass wir wieder schön Lichtel haben, ne? So. Und dann tun wir uns noch ein Abdichtkit auf die Zahle hier. Auf die Hand. Scheißegal. Ich lese auf den Zahn. Was ist denn hier los? So. Und dann. Puff. Hat nicht gelangt. Puff. Jetzt hat's gelangt. So. Wunderbar. Das Auto ist noch relativ ganz, hey. Ja, ich meine, wir haben zwar viel repariert. Ist doch alles in Ordnung. So. Wo wir gerade bei viel repariert sind, bevor ich es vergesse. Haben wir nicht sogar Chemikalien gekriegt? Wir bauen uns ein Reparaturkit. Ja, genau eins. Ja, super. Genau eins. Das ist voll wenig, ne? Macht aber nix. Packe mal schön in. Ich habe noch Zahnräder drin. So. Hä? Oh, mach mich doch nicht irre. So habe ich einen Dolzer 2. Ja, ich will doch nicht mehr. So, scheißegal. Komm mal her. Ich will alles Unnötige dort drüber haben. Haben wir doch nicht noch ein paar Fackeln? Jetzt haben wir sogar 20 Stück. Wahnsinn. Ja, machen wir das einfach so. Fackler kann ich immer gebrauchen, nehmen wir nicht so viel Platz weg. Ja. So, und dann hätte ich gern ein Abdichtkit. Da steht denn da 2 oder sind das 2? Ja, das sind 2 Mo. Darf ich Batsch drauf machen? Oder wie? So, doch lieber. Eine brauche ich eigentlich nicht. Zustand 12, komm, der macht nur 12, komm, dann machen wir. Ja, lassen wir im Auto. Einfach ein bisschen
ein bisschen hergerichtet. So, siehste. Dann haben wir jetzt alles schön seidig, frisch glänzend. Alles schön vorbereitet für die nächste Folge. Die dann morgen da ist. Deshalb... Stimmt immer noch was nicht. Deshalb sage ich schon mal Tschüss, ihr Leid. Wir sehen uns dann morgen. Wollen wir dann noch... Ach, hinten rechts ist noch nicht so gut. Das Ding ist auch noch nicht Motorhaupt. Ah, ja, hopp, komm. Es ist schon in Ordnung. Ihr Leid, wir sehen uns morgen. Und dann machen wir einfach eine Probefahrt, so wie letztens, nur diesmal vielleicht ein bisschen besser vorbereitet mit dem Auto, was ein bisschen mehr aushält. Dann bis morgen, ihr Leid. Hopp. Ciao.